Hallo Judith, es ist so toll, dass du Zeit hast für ein kurzes Interview und wir das auch noch an deiner Wirkungsstelle, an deiner täglichen Wirkungsstätte führen dürfen. Ja, liebe Christina, das freut mich sehr, dass du hier bist. Und was mich natürlich super toll freut, ist, dass wir dieses Interview führen, weil wir unsere gemeinsame Neuentwicklung vorstellen, die Magnet Move Kniebandage. Genau, da ist es schon mal. Und ja, du bist Ärztin, genau genommen Orthopädin. Erzähl mal ein bisschen von dir. Das ist richtig. Ich bin Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie, habe viele Jahre in größeren Kliniken gearbeitet und bin jetzt hier im ambulanten Reha-Zentrum angekommen. Die Arbeit ist sehr spannend und macht immer wieder Spaß, weil wir Patienten nach Verletzungen, nach Operationen doch über mehrere Wochen begleiten und so sehen, wie sie wieder hingeführt werden in den Alltag, in den Sport und die Fortschritte einfach begleiten können. Das heißt, du konntest dein Fachwissen und deine Erfahrung aus der Praxis auch zu 100% einbringen. Was war dir denn besonders wichtig mit einzubringen in die Bandage? Besonders wichtig ist die Passform der Bandage. Die Bandage muss das Kniegelenk gut umschließen, damit es ausreichend stabilisieren kann. Ja, einerseits wird das gewährleistet durch ein schönes, flexibles Material, was sich dem Knie gut anlegt. Das andere sind vor allem hier im seitlichen Bereich die Stabilisierung. Gerade ein instabiles Gelenk muss da nochmal verstärkt werden. Das sind in dem Fall hier durch diese flexiblen Spiralfedern möglich, dass so ein seitliches Wegknicken doch verhindert werden kann. Anderer wichtiger Punkt, die Kniescheibe. Oft ein Problem bei Knieschmerzen im Bereich der Kniescheibe. Deswegen ist bei dieser Bandage die Kniescheibe nochmal stabilisiert durch den Gelpatellaring. Der zentriert die Kniescheibe und gibt ihr dadurch eine bessere Führung und aber auch Abpufferung, zum Beispiel beim Knien, was dadurch eventuell auch wieder möglich ist. Ja, und wie ich ja auch weiß, hast du eine Zusatzausbildung mit Triggerpunktakupunktur. Konntest du dieses Wissen auch mit einbringen in die Entwicklung? Ja, die Triggerpunktakupunktur ist so eine kleine Leidenschaft, weil es ist ja so, wenn ein Gelenk Schmerzen verursacht, nimmt man ganz schnell eine Schonhaltung ein. Die Schonhaltung verursacht wieder muskuläre Verspannungen. Muskuläre Verspannungen verursachen unter Umständen aber mehr Schmerzen, weil dadurch die Triggerpunkte in den Muskeln gereizt werden und einfach sehr strapaziert sind. Wir haben deswegen in dieser Kniebandage 11 Neodym-Magnete eingebaut, die genau an den Stellen sitzen. Man sieht sie auch hier im oberen Bereich und auch im hinteren Bereich, da wo die für Knieschmerzen typischen Triggerpunkte sich befinden. Auch im Patella-G-Ring sind gerade im unteren Bereich der Kniescheibe Neodym-Magnete eingelassen. Und die stimulieren die Triggerpunkte während dem Tragen. Punkto Tragen, sollte man sie denn den ganzen Tag tragen und wer sollte sie tragen? Man empfiehlt eigentlich, eine Bandage nicht den ganzen Tag zu tragen. Aber in Rücksprache mit dem Arzt kann das schon mal sein. Die Bandage sollte getragen werden, wenn mehr Belastungen sind. Ich denke an die Gartenarbeit, wenn man weiß, man kniet den ganzen Tag doch häufiger, dann kann man damit sehr schön unterstützen. Oder aber auch, wenn man noch nicht muskulär gut aufgebaut ist, zum Beispiel nach einer Verletzung, kann man sehr schön das Kniegelenk damit stabilisieren, auch vorbeugend. Wenn man weiß, man hat jetzt eine höhere Belastung, zum Beispiel auch eine Bergtour oder sowas vor sich, dann kann man die Bandage tragen, die gibt einem schön Halt und Stabilität. Für den Sport ist es besonders wichtig, hier im hinteren Bereich der Kniebandage nochmal ein elastisches Element einzubauen, dass es keine Druckstellen in der Kniekehle gibt und dort freie Beweglichkeit möglich ist. Das ist nochmal extra atmungsaktiv und elastisches Material. Das heißt, Passform ist ein ganz, ganz großes Thema und deswegen gibt es ja auch 4 Größen von M bis XXL und ist sowohl für Frauen als auch für Männer geeignet. Genau. Und ja, erzähl mal ein bisschen mehr darüber noch. Wie du schon sagst, die Passform ist ganz entscheidend, damit das Knie auch wirklich stabilisiert werden kann und auch nicht die Kniebandage verrutscht. Deswegen gibt es die 4 Größen. Man orientiert sich da so ein bisschen oberhalb des Kniegelenkes an der Muskelmasse sozusagen oder an dem Umfang des Knies und das gibt die Größen vor. Ein anderes ist auch, was die Stabilität nochmal erhöht, in der Innenseite ist so eine Anti-Rutsch-Beschichtung, die halt gerade auch beim Sport einen guten Halt gibt.
ist genau richtig. Es kann sowohl Männer als Frauen sind, glaube ich, von der Farbe, die recht schön gestaltet ist oder gehalten ist, gut angesprochen. Und die Kniebandage kann sowohl rechts als auch links getragen werden. Ja, sehr das ist eine wichtig. schöne Sache. Oder eben auch unter Jeanshosen fällt sie nicht großartig auf. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit mit dir. Es hat mir so unendlich viel Spaß gemacht. Dein Fachwissen, ja, deine Zeit. Also nochmal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. All das ist wirklich Liebe in dieser Bandage drin und ich möchte dir wirklich von Herzen danken. Ja, liebe Christina, es war eine sehr schöne Zusammenarbeit. Vielen Dank ebenso.